Grüß euch miteinander, herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sprityfox. Und zwar haben wir heute wieder einmal eine Flugepisode, respektive eine Flugsimulator-Episode. Wir sind unterwegs mit einer Boeing 747 von der Adios Airlines mit einem schönen Paintjob in Gel und Rot. Da sehen wir, der Knot hat auch schon versucht zu starten. Zum einen mit einer Fly US Boeing 747, die er schon in den Sand gesetzt hat. Und da ist er, unser Gast, der Knot. Sali Knot. Hoi. Hoi, setzt du nicht auch wieder in den Sand am besten? Weil da hinten hat er schon eine Caipirinha Airline in den Sand gesetzt. Aber ich glaube, wahrscheinlich spucke ich lieber nicht zu viele Töne, weil ich muss ja auch noch versuchen, das Ding irgendwie so richtig können starten. Ja, da ist, ja, da würde ich sagen, gehen wir mal ins Cockpit, oder was sagst du, Knot? Ja, das sehe ich ähnlich. Okay, dann steige ich einmal ein. Wenn wir uns mal eine Übersicht verschaffen. Da ist meine schöne Boeing 747, wo die scheiß Big Breaks ausgefahren hat. Hocken wir mal ins Cockpit rein. Jetzt schaut das an, he? Das ist doch mal das Cockpit, he? Das haben wir nämlich noch nicht gehabt in der PS3-Version. Jetzt müssen wir das einfach einmal geniessen. Ja, während ich die Fuel-Dings mal auf On setze. Da oben hat es so komische Hebel, die ich noch ziehen sollte. Oh, nein, Hebel sind weg. Scheiße, ja, macht nichts. Sind sicher nicht so wichtig. Wir starten mal die zwei Triebwerke auf eine starten. Okay. Die sollten eigentlich aufdrehen. Wenn nicht, dann. Ja. Dann weiss ich, was ich nicht gemacht habe, nämlich Blitz ausschalten. Aber ich versuche jetzt mal die drin zu lassen, weil ich habe gedacht, dass die beim Starten selber ausstellen. Ja. Interessant, hä? Ja. Das ist ungefähr so, wie wenn ich dir was über einen Bus erzähle. Ja, gut. Also Triebwerk 1 und 3 sind am Starten. Triebwerk 2 und 4 lassen wir jetzt auch noch an. Wir lassen jetzt da noch irgendwelche Lichter an. Ja. Lichter? Was? Das ist der falsche Text, das heisst «Oh, Lichter». Ja. Also, Oh, Lichter! Genau, schön Sorry. gesehen. Macht nichts. Also, machen wir weiter. Okay, jetzt bin ich rausgekommen. Also weiter, wir sind das Flugzeug am Anlassen. Juhey! Also, läuft das Zeug. Generator tun sich, soviel ich weiss, selber einschalten. IPU tue ich wieder ausschalten. IPU Bleed ausschalten. Ignition noch ausschalten. Ignition! Was soll man dazu noch sagen? Also. Okay. Habe ich überhaupt schon gesagt, wohin dass wir fliegen heute? Nö. Also, wir fliegen vom Sandy Shore Regionalflughafen zum Sprityfox International Airport. Hui. Oh, okay. Trimmung sollte ich noch ausschalten. Okay, das mache ich jetzt gerade, wenn ich herausfinde, wo sie ist. Und sonst tun wir das einfach mal so ein bisschen, so ein bisschen Handgelenk mal Pi. Okay, ja. Ich würde sagen, tun wir mal Gas geben. Viel Glück. Oh, Scheiße, soll ich jetzt das Ding First Person starten? Das kommt, glaube ich, noch verschissen. Ja, muss fast. Nein. Also komm, Knot, du späten und ich starten. He? Ich schaue, dass niemand da dir in den Weg kommt. Ja, Schuss ist irgendwie feindliche Kakteen ab. Weißt du, das tönt schon hure scheiße. Weißt du, ich ziehe jetzt einfach auf, so ist auf. Trust is set. Trust is set. Oh, E1, rotate. Ich sehe nichts. Aber das ist, glaube ich, normal. Wäre geil, wenn jetzt ein Autopilot einschalten könnte. Wunderbar. Ist das wunderbar? Ich fühle mich nämlich ein bisschen seltsam. Es sieht wunderbar aus. Okay. Na, ich glaube, das ist jetzt nicht mal so schlecht gegangen. Zahlt sich langsam aus, die Uhren-Sammy-Videos schauen. Ja. Okay.
Also, jetzt müssen wir da schauen. Zur Rechten kommt da Port San Cuno Militärbasis. Die sollten wir nicht unbedingt überfliegen, sonst werden wir nämlich abgeknallt. Ja, für das bin ich da. Ja, aber eben, ich wollte jetzt gerade sagen, da sollten wir keinen Witz machen darüber, weil wir wissen ja alle, was über die Ukraine passiert ist. Also fliegen wir doch einfach still da vorbei, über dem Flüssli, über dem Moorgebiet und stechen langsam in den Ozean raus. Am besten nicht schon abstürzen, bevor wir in den Ozean rausstechen. Und sobald wir da ein bisschen in Sicherheit sind, würde ich gerne mal schauen, ob überhaupt diese Sache da funktioniert. Diese Sachen. Die Instrumente. Also ich habe da irgendeines, das anzeigt, ich nenne jetzt das korrekt, ob ich im Lot fliege. Oh, irgendetwas tönt komisch. Ich habe das Gefühl, der Shit funktioniert gar nicht. Ja, no, macht nichts. Das ist wirklich scheiße so. Aber ich mache jetzt mal einen Bogen. Oh, verreckt. Der Richtige ist ein bisschen komisch, was du da machst. Richtig ist, kannst du mir ein bisschen helfen? Weil ich glaube, jegliche Instrumente sind ausgefallen. Schon? Ja. Ja, mir nach. Okay. Ja, jetzt musst du sozusagen den Lotstrahl da fliegen, wie man das so schön sagt in Fachsprache. Irgendetwas pfeift da komisch. Ja. Ah, da haben wir alt. Was sagt mir das? In 1000 Feet angezeigt. Also im Moment bin ich auf 1200 Feet oder so. Ah, schau, jetzt sehe ich ja wieder etwas. Oh, verreckte sich, wir sind ja schon da vorne. Kommt das irgendwie gut, wenn ich das anfliege? Ich habe das Gefühl, ich muss ein bisschen mehr ausholen. Oh, Entschuldigung, Passagier, mit Bordunterhaltung noch einschalten, wenn es ein bisschen knapp ist. Haben wir eigentlich das Essen schon serviert? Oder gibt es auf so kurzer Distanz sogar kein Essen? Gibt es nur Kaffee und... Gibt es das Schöckeli? Das Schokolade? Soll ich Schöckeli verteilen? Ja, aber nur bei der Swiss, oder? Da bei den Dings da. Adios Airliners, da gibt es wahrscheinlich irgendwie einen Taco oder so. Gibt es Orange? Orange? Oder Nachos? Oder Nachos? Nachos wahrscheinlich. Ja. Okay. Ich glaube, ich sehe da den Turm vom Flughafen. Soll ich jetzt da mal langsam... Abklären. Ja. Also ich höre gerade vom Tower, dass wir dürfen anfliegen. Ja, das ist, glaube ich, korrekt. Wie würdest du meine Höhe einschätzen? Ist das in Ordnung? Ja. Machst du noch ein Schlaufen? Ja, das ist eigentlich meine Schlaufe. Bist du noch in der Warteschlaufe? Aha, so. Aha. Okay. Ja, das ist da nicht Cablecom Helpline. Weil eigentlich kannst du ja so direkt anfliegen, wie ich jetzt bin. Ja, ich versuche... Oh, jetzt sehe ich. Oh, das sieht ganz geil aus mit dem... Musst du mal von vorne schauen. Von rückwärts schauen. Dann kann man das zusammen. Oh, schau mal. Aber jetzt habe ich gerade gesehen, dass ich ein bisschen tief bin. Sonne. Aha. Es sieht jetzt nicht so gut aus, aber ich habe das Gefühl, ich bringe das noch sauber an. Wo ist denn die elende Landebahn? Ah, das kommt gut, ja. Siehst du mich auf der Karte? Ja, nein. Ja, du machst... Ja. Aber weißt du, für das... Oh, ich sehe dich aber. Oh, die hure Dings da. Ah, das ist aber perfekt. Ja, das ist perfekt. Ja, also, ja. Nein, ja gut, das Grundziel ist mal erreicht. Wir sind am Flughafen, oder? Ja. Du hast eine Ego-Landung gemacht. Ich habe eine Ego-Landung gemacht, ja. Aber es ist gut, dass du mir beigestanden hast und mich wegen der Höhe informiert hast. Also, das ist gut. Ja, für das hast du Instrument, oder? Nein, aber die sind ja ausgefallen. Weißt du, wenn du mir zuhören, was ich dir als Co-Pilot sage oder als Flugbegleiter, oder? Richtig, bist du Flugbegleiter? Du bist Flugbegleiter, oder? Du bist doch mit dem Chat. Ich bin Flight Attendant. Ja. Ja, los, kannst du das Video nochmal anschauen und dann hörst du vielleicht all deine Aufgaben, die du gehabt hättest, dass du das Unglück hättest können vermeiden. Aber weißt du, wir tun jetzt einfach so, als ob wir sauber an dem Flughafen gelandet wären. Wir wären da alle ausgestiegen, alle durchs Terminal durchgelaufen, Passkontrolle, ausgestiegen und müssen jetzt auf den Bus gehen dort, logischerweise. Oder auch als Piloten tun wir selbstverständlich die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen. Jawohl, zum Hotel fahren. Genau, machen wir einen kleinen Schnitt, sehen wir uns am Flughafen wieder. He? So, gerade gelandet am Los Santos Sprite Fox International Airport.
Ausgestiegen, den ganzen Transitbereich durchgemacht. Wir sind zwar abgestürzt vorher, aber wie durch ein Wunder, alle Passagiere unverletzt, alle haben überlebt. Hat also schlimmer ausgesehen, als es wirklich war. Ja, wie gesagt, ich nehme jetzt den Bus und gehe Richtung Heim, oder? Weil ein Pilot muss sich schliesslich einmal ausruhen. Ja. Entschuldigung, wissen Sie, wo der Busfahrer ist? Ah, no, speak English, no, okay. Ja, scheiße. Ja, sonst steige ich da selber einmal ein. Okay. Motz niemand. Scheinbar ist das in Ordnung, wenn ich da selber einsteige. Dann schauen wir doch mal. Ja, wobei, jetzt bin ich aber doch nicht mehr ganz so sicher. Ist irgendwie ein bisschen auffällig, dass da niemand drin hockt. Ah, das ist Los Angeles. Moment. Oh, das ist der Downtown-Bus. Scheiße. Das ist der falsch. Wieso sagt niemand etwas? Ihr Trottel. Könnt ihr da etwas sagen? Oh nein. Oh nein. Ich muss flüchten. Moment. Moment. Ich muss kurz dem Lester anrufen. Ja, das macht aber überhaupt nichts. Der Lester... So, zurück bin ich wieder. Ich bin wieder wohlauf. Wie ihr seht, die Sanität hat mich verarztet. Ich habe ein bisschen komische, dunkle Flecken am Kopf davongezogen. Scheinbar ist das ein Platz zum Muttermal. Das ist nicht so tragisch. Ja, dann machen wir doch weiter. Eben, das ist der falsche Bus. Die Leute sind jetzt alle weg, denn ihr Bus ist scheinbar gekommen. Dann steigen wir doch da ein. Aber Moment, der Busfahrer, den kenne ich doch. Den kenne ich doch, wenn das nicht der Defense 87 ist. Hey! Herzlich willkommen Hey, beim Defense! Omnibus Salut! Simulator. Ja, wie geht's dir? Saletti! Geht's dir gut? Mir geht's gut. Ja, Mir super. geht es sehr gut. Ich bin froh, wieder mal bei dir im Bus zu sein. Es riecht Ja, ich wieder bin richtig froh. gut im Bus. Ja, immer doch. Ja, nicht immer, weil das letzte Mal hat dir der Schuld hier reingekotzt. Magst du dich noch... Ja, stimmt. Oh, Da mag ich mich Defense! erinnern. Was ist hier los? Hey. Da ist der. Hey, Was soll Defense! Was ist denn das? Da ist einfach ein. Dein Bus wird geklaut. Mit mir Hey, drin. hey, halt! Hey, nein. Willst du mich verarschen? Hey, nein, der Bus wird geklaut. Mit mir drin. Okay. Na gut, dann verfolg ich. Aha. Na, schon wieder. Na, was... Gut, aber ich klaue jetzt den. Okay. Hey. Hey. Was ist hier? Komm, hauen wir schnell ab hier. Bist du Ich drin? bin drin. Ja. Nein, der holt mich raus. Geh schnell raus und... Oh nein. Oh nein, hast du Schmierlevel? Hast du... Nein, aber ich habe ein bisschen geschossen. Aber ist egal. Okay, also ich fahre jetzt schnell los, weil scheinbar ist dieser Spreitifox International Airport ein heißes Pflaster. Jawohl. Also ich schalte noch auf Ego-Perspektive um. Das ist übrigens ein Rubino 1000. Nee. Doch. Aha. Ein Obino? Obino? Ein Rubino 1000. Ein Obino 1000. Okay, okay. Was ist... In der Repaint Edition Rot-Weiß. Für Los Santos eine Spezialanfertigung. Ah, rot-weiß, ja, jetzt sehe ich das. Ja? Ja, Okay. ja. Hier ist die... Du Weißt du was? solltest. Wir müssen das vielleicht noch ein bisschen besser aufgleisen. Ich denke, hier ist eine ein bisschen sichere Position. Würdest du bitte nochmals aussteigen und einen Fahrschein bei mir lösen, bitte? Ah, okay. Ja, kann ich bitte Okay. einen Fahrschein lösen? Das war jetzt, hast du X-Men gesehen? Der Typ, der sich sozusagen beamen kann, so schnell ist. Was ist hier los? Jetzt stoßt schon wieder einen von hinten. Okay. Soll ich ihn abschlagen? Ja, nee, ist schon okay. Ich denke, wenn wir jetzt losfahren, dann ist das in Ordnung. Oh, da ist der hinten reingefahren. Okay, also für die Zuschauer, ich spiele jetzt den Defense, weil der Defense hat momentan keine Kamera. Der Defense sitzt aber hinten und bringt seine Stimme rein. Hä? Also ich tue den Defense spielen, während der Defense mich spielt. Alles klar. In Ordnung.
Okay, Defense, wir sind hier auf einer fixen Route, aber du müsstest mir trotzdem noch den Endpunkt einzeichnen, bitte, in der Karte. Ja, kann ich tun. Damit ich die Route auch bei mir sehe. Und der Endpunkt ist... Bist du dir sicher, dass du im richtigen Bus bist? Ja. Okay. So. Gut, hä? Ja, Defense, in deinem persönlichen Leben fährst du da viel mit den öffentlichen Verkehrsmitteln? Nein, sozusagen gar nicht. Nicht? Nur hier im Omnibus-Simulator. Okay, gut, in Spreitibach hat es auch nicht so viel gute öffentliche Verkehrsmittel. Nein, da ist es viel besser mit dem Auto. Und du? Kannst du Bus fahren? Ich fahre ab und zu in die Stadt am Wochenende, aber ich muss sagen, ich nehme eher das Tram, weil bei mir in der Stadt hat es ein Tram und das benutze ich. In der Stadt Bern? Nein, nicht Bern. Die Hauptstadt der Schweiz. Ha. Oh, Achtung. Also Aarau. Aarau, richtig, genau. So. Also jetzt muss ich mich kurzfristig konzentrieren. Weil jetzt... Obacht! Nächste Station, Hallenstadion. Gut, der Defense steigt nicht ein. Geht's weiter. Also für alle, die sich fragen, was machen wir hier genau? Hä? Und zwar, das ist eine kleine Simulationsrunde, die wir hier machen. Eigentlich ist die gewidmet unseren guten Freunden des Sammy und Defense 87. Eigentlich bräuchten die ja gar keine Vorstellung, weil die sind eigentlich schweizweit sind das ja Legenden im Let's Play-Bereich. Also schweizweit bekannt eigentlich, bekannte Größen. Aber es ist eben so, der Sammy, der spielt ja, wenn es mir recht ist, X-Plane und Flugsimulator 10, wenn es mir recht ist. Ja? Der spielt das wahrscheinlich auf dem PC. Und auf der anderen Seite, wenn es mir recht ist, der Defense spielt auch verschiedene... da schießt jemand von hinten. Nein. Verschiedene Simulatoren des öffentlichen Verkehrsmittels. Allerdings, er spielt, soviel ich weiß, nicht gerne Straßenbahn-Simulatoren. So wie ich das mitbekommen habe. Viele, korrigiere mich, wenn ich mich irre, aber ich habe gemeint, das ist so. Aber die Simulatoren, die er spielt, die sind auch nur auf dem PC. Ja? Und die beiden haben, soviel ich weiß, keine Xbox One oder auch PlayStation 4. Und noch nicht? Noch nicht, ja, noch nicht. Der Defense, der war nahe dran, hat aber im letzten Moment seine PlayStation 4 weit weggeworfen, weil er gemerkt hatte, dass es ja monatliche oder jährliche Gebühren kostet, das Online-Spielen. Außerdem, ich habe 63 Franken 95 oder so, ich habe es jetzt gerade vorher bezahlt. Ist schon ein bisschen ein stolzer Betrag. Ja, aber das lohnt sich. Aber, nächste Station, Ring of Fire Chili House. Ja, ich gehe mal eine Runde essen. Ja, ich warte natürlich gerne, ist kein Problem. Oh, der Bus Schau mal, ist wieder hier. jetzt machen wir originale ÖV. Der Passagier kommt und Bus fährt weg. Oh. Ja, das wird immer so der gemacht. Der Passagier nimmt die Habe ich schon öfters so feststellen müssen. Okay, und dann aber ich als netter Busfahrer halte natürlich an, warte. So als Regionalbusfahrer kann man sich das ja leisten. Kannst du mir bitte den Punkt nochmal setzen? Er ist gesetzt, aber... Ich habe... nein, er ist nicht gesetzt. Ich habe 3 Sterne als Busfahrer. Ist das
Das ist schon eher unüblich. Das ist kein ja? Problem, kein Problem. Okay, wenn es dir recht ist, ich muss ein bisschen mehr Gas geben. Ja eben, wir möchten eigentlich den Defense und den Sammy hiermit ein bisschen nicht gerade überreden, aber wir möchten es ihnen ein bisschen schmackhaft machen, sich auch eine PlayStation 4, nein, es ist rot. Hallo? Sich auch eine was ist denn hier hinten? Auch eine PlayStation 4 mit GTA 5 zu kaufen, weil man, ja, wie man hier sieht, man kann offensichtlich sehr gut Simulatoren nachspielen hier. Oh, Achtung, Rotlicht. Was ist denn los? Was ist denn hier hinten? Knot, hörst du mich? Ja, jetzt wieder. Sorry, mein Busfahrermikrofon ist Aber leider kurzfristig ausgestiegen. Jetzt schon wieder. Scheiße. Immer haben wir Pech mit dem technischen System. So, da sind wir wieder. Leider hatten wir zu kämpfen mit technischen Problemen. Wir haben die Ursache des Problems gefunden. Das war das Mikrofon hier vorne in der Führerkabine. Das war leider noch das alte, welches Schulte letztes Mal vollgekotzt hat. Das wurde leider nicht ausgetauscht. Ja, darum eben zurück zum Thema. Ich habe leider den Faden verloren. Also die generelle Message an alle: Schaut euch Sammys und Defense Video mal an. Und die Message an Sammy und Defense 87: Kauft euch doch die PS4 und spielt mal mit uns GTA. Oder was sagst du? Jawohl. Oh. Deine Türe spinnt. So, nächste Station. Staudamm. Niemand stiegt aus. Wunderschön. Okay, wieder First-Person-View. Ja, Knot, Kopfendeckel, wo fahren wir hier denn hin? Ja, hier in das schöne Oberland. Ja, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich die Fernfahrersimulation ausgepackt. Oh, Achtung, jetzt wird es gefährlich. Gefährliches Manöver. Blinker. Okay. Oh nein, Achtung, heb dich. Oh, alles gut, Knot? Ja. Oder die Fans, oder, ja. Ja, ist gut. Heute passieren viele Unfälle, aber wir haben so Glück, dass alles glimpflich abläuft. Niemand wird verletzt. So wie es sein muss. Ah, du wohnst hier draußen in der Gran Zanora-Wüste. Aha, ich glaube, ich weiß, wo das ist. Hier waren wir doch auch schon. Nein, in dieser Scheune waren wir auch schon. Ne? Jetzt viele Missionen zum Erledigen. Jawohl. Nächste Haltestelle, Schür, wo viele Missionen erledigt werden. Ich wollte mal etwas probieren. Schau mal, die Türe geht irgendwie so halb auf. Ja, egal. Okay. Okay, weiter geht's. Hast du noch einen Pürzelbaum gemacht? Ja. Also weiter geht's. Hast du jetzt den Wegpunkt versetzt? Nein. Der Wegpunkt ist jetzt bei mir 3 Kilometer in die andere Richtung. Bei mir ist er weg. Ah, jetzt. Super, ist wieder da. Hm? Okay. Weiter geht's. Ja, wohnst du hier im schönen Weinland? Oh, Achtung, die Bäume sind ein bisschen zu tief. Ja. Hier haben wir einen schönen Blick runter auf Sandy Shores. Das hier überhaupt... Was, hier wohnst du? Schön, nicht? Mit Blick auf die Wüste. Ja, mich nimmt es nur Wunder, in welchem Haus. So, nächste Station, Knots Haus. Ja, ich gehe dann mal Ah, hier unten. Kaffee kochen. Ah, okay. Danke, Knot, dass du mitgefahren bist. Ja, danke fürs sicher hier hinbringen. So, ja, kein Problem. Danke, dass du keine Fahrkarte gekauft hast. So, und ich als pflichtbewusster Buschauffeur fahre natürlich meine Route zeitgemäß zu Ende. Und ja, möchte mich bedanken fürs Zuschauen.
Heute mal eine etwas speziellere Episode, aber ja, wir sind immer offen für Neues. Und wir wünschen euch noch eine gute Zeit. Hoffe, euch hat es gefallen und wir sehen uns das nächste Mal. Auf Wiederschauen. Tschüssi.